Identität ist ein sehr zentraler Begriff in dieser Diskussion. Ich muss allerdings unterscheiden zwischen individuellen Identitätskonstruktionen und kollektiven Identitätskonstruktionen. Ich denke also in der ganzen sozialpädagogischen Arbeit, interkulturellen Arbeit, die ich bisher auch gemacht habe, also auch im lokalen oder regionalen Kontext, das heißt mit Jugendlichen mit verschiedenen Migrationshintergründen und Identitätswirkungen, sowohl auch im deutsch-französischen oder trinationalen Kontext, war Identität immer das zentrale Thema, über das sich dann auch weitere Integrationsdebatten oder wie man jetzt in Frankreich eher sagen würde, wie man halt sich das gemeinsame Zusammenleben vorstellt, fortgeführt werden. Und da ist es total interessant, halt auch im deutsch-französischen Dialog zu stehen über Identität, weil, wie wir gesehen haben, gibt es ja doch ganz andere auch Definitionen von Identität, und Identität ist auch so ein Wort, was schwer zu übersetzen ist, glaube ich, oder was in Frankreich teilweise auch eine andere Wirkung hat. Ich denke, das Wichtigste bei Identität, dass sich jeder Mensch seiner eigenen Identität, seiner eigenen Herkunft bewusst ist, also dass er in seiner eigenen Identität arbeitet, weil aus der eigenen Identität ergibt sich die eigene Wahrnehmung und aus der eigenen Wahrnehmung ergeben sich die Vorurteile, die man hat. Jeder Mensch hat Vorurteile, da bin ich von überzeugt. Aber das Wichtige ist, wenn wir jetzt über interkulturelle und Integrationsarbeit sprechen, ist, inwiefern die Menschen sich ihrer eigenen Vorurteile bewusst sind und diese reflektieren können, um dann wieder Stereotypen und diskriminierendes Verhalten präventiv sozusagen zu behandeln zu können. Und gleichzeitig ist es halt auch wichtig, mit dieser Identität zu arbeiten, um menschenverachtende Mentalitäten, autoritäre Mentalitätsbestände, extremistisches, rechtsextremistisches, rassistisches, antisemitisches, islamophobes, antiziganistisches oder frauenfeindliches Verhalten sozusagen dann auch vorher präventiv behandeln zu können in der Jugendarbeit, in der lokalen, aber auch in der internationalen Jugendarbeit. Dann bildet sich wirklich Identität die Basis, denke ich mal, für den ganzen Integrationsdialog. Sowohl für Bio-Deutsche, wie manche sagen, als auch für Jugendliche mit Migrationshintergrund.